Okay, liebe Spielentwickler, ihr habt euch was dabei gedacht. Okay, was sollte ich machen? Was? Use remote to mark the content transport spot on the map. Ich soll den Marker wegnehmen. Aha. Und was soll ich jetzt machen? Open the truck and put the scan the, ja, habe ich. Use habe ich auch. Wo muss ich jetzt hin? Nein. Muss ich hier noch Tagebuch schreiben oder so? Nein. Entwickler, was soll ich jetzt tun? Hm. Okay. Was ist das hier? Nix. Okay. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Na, im Auto kann ich... Also die Map... You can get out the doors. I look it. Ja, wo muss ich denn jetzt hin mit den Fossilien? Schon hier raus, oder? Ich kann nicht raus, das Tor ist geschlossen. Welches Tor denn? Ich müsste doch jetzt diese Fossils untersuchen. Mein Office? Mein Office? Super leicht geht das hier hoch. Ja, also, ich sage jetzt mal so, es ist noch recht schwer für jemanden Neuen hier anzukommen, weil man irgendwie nicht sieht, was man genau machen muss. So. Snowrunner wieder am Apparat. Ah! Hilfe! Mann, ich sehe doch nichts. Ich habe keine Ahnung, wohin das ich fahre. Oh. Ich bin richtig hier. Ha! Ich bin richtig hier. So, abladen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier richtig bin, aber ja. So. Open the tablet to leave this area and transport the findings to your museum or continue the extraction. Nee. Travel.
Yes. Do you want to travel to the museum? Yes. Ach, zuerst sagst du, du willst es dahin senden und dann sagst du, du willst es dahin gehen. Ha, okay. Ja, also ich muss sagen, der Eindruck von dem Spiel, von der Entwicklung und Co. Hoppla. Was habe ich jetzt getan? Start. Alt. Start. Hä? Ah, okay. Ähm, ja, jetzt sind wir hier. Remove the plus and extract the bones. Wo muss ich jetzt mit dem hin? Ah. Ah. And, ah. Keine Ahnung, ob das gescheit ist. Okay. Wieso muss ich... Achso, ich musste den... Ja, mit dem schützen. Super, ich habe kaputt gemacht. Also da musst du wirklich draufhauen. Hold space to plus bones on the... Achso, ja, bones on the... Achso, ah, ja. Okay. Ha. Also, ist ja cool. Jetzt musst du noch die Dinger reinigen. Ah, du kannst noch drehen. Und dann machen wir erstmal hier. Erstmal putzen hier. Echt cool. Das sieht aus wie ein Huhn. Aber wir haben ja Dinosaurierfossile hier. Denke ich jetzt einfach mal, dass ich sowas gefunden habe. Aber ist schon cool, was man hier alles machen muss. Also, erstmal hier die Sachen reinigen. Wie ein Archäologe das tut. Ne, Fledermaus, so kommt mir das so vor. Ich bin mal gespannt. Ja, richtig eine interessante Arbeit, was so ein Archäologe hat. Und das wird mit diesem Spiel doch sehr gut gezeigt. So, noch hier ein bisschen und da noch ein bisschen. So. Echt gespannt, was wir hier finden werden. Ja, ist halt jetzt eine langwierige Sache hier, das Zeugs zu reinigen. Zumal es nicht nur eine Sache ist, sondern 30, 40 Sachen. Ich bin schon gespannt, wie die Full-Version des Spiels wird. Also, ne, was am Anfang wirklich beinhaltet. Also ich denke mal, das ist jetzt wirklich nur, weil es die Demo ist, sind wir schon so weit voran, dass wir das und jenes haben. Ich kann mir noch gut vorstellen, dass man das eine oder andere sich erstmal erbauen muss oder erarbeiten muss. So. Wir wollen doch was Schönes für unser Museum. Ah, wenn es sauber ist, dann ist es schon mal dann weg. Ja. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wenn das Zeugs wegfällt, wenn es sauber ist. Das erleichtert die ganze Sache ungemein.
So. Ich hoffe einfach, die Entwickler haben da jetzt nicht Doktorarbeit hinter sich also reingesetzt, dass man hier wirklich jeden Zentimeter reinigen muss und so prozentual. Immerhin kannst du auf dem Knopf bleiben. So, danke dir. So, noch da und da auch noch. Und hier noch und da noch. Da. Wunderbar. Wir lassen es einfach mal so rumdrehen wie an einem Spieß und putzen. Hätten wir eigentlich von Anfang an machen können, ne? Dann wären wir viel schneller nur durch gewesen. Naja. Man wird auch mit der Zeit schlauer, ne? So. Okay, ja, die Entwickler waren wirklich so lieb und nett und haben doch ein bisschen prozentual weggenommen, dass man nicht alles wirklich reinigen muss. Sonst wären wir hier ja noch stundenlang dran. So, ich danke euch, liebe Entwickler. So, was muss ich jetzt machen? Ja, seht ihr, wie schnell das geht, wenn wir das so im Turnus rumschmeißen? So, sie werden braun. Das ist so ein Präparat. Oder bewässert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in Archäologie nicht wirklich aufgepasst. Aber das funktioniert ganz gut, wenn wir das ringsherum rotieren lassen. Ne, sind wir einiges... Oh Gott. Erstmal präparieren und dann können wir es wieder abschleifen. So. 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 Den ganzen Rost hier wegnehmen. Nein, ich weiß nicht. Also ihr Archäologen unter euch, also welche, die wohl Archäologen unter sich oder meine Zuschauer, die Archäologen sind, die wissen natürlich ganz genau, was sie hier für Schritte machen. Das ist eigentlich auch ganz normal, dass wir hier das Zeugs diese Bearbeitung, die hier machen, das ist auch sicher selbstverständlich und normal. Ach, wir können auch näher ran. Was wir nicht alles hier noch entdecken, ne? Aber wenn wir das gewusst hätten, wenn wir oben ein bisschen würden schauen, ne? Dann wären wir sicher ein bisschen schlauer gewesen am Anfang.
Naja, nach dem 50. Stück haben wir dann rausgefunden, wie es geht. Mein Gott, diese kleinen Sachen hier. Oh, ich bin froh, dass ich das Zeugs nur im Spiel muss machen. Wenn ich die in realen Live muss machen. Mein Gott, ich bin nicht gemacht für so Feinarbeit hier. Oh, nee, also ich bin wirklich, ich bewundere wirklich jeden Museumsrestaurator oder so, der sowas machen muss, aber ich finde es echt cool im Spiel umgesetzt. Ich bin sowieso einer, der ziemlich wenige Bugs in Spielen entdeckt. Warum, das weiß ich auch nicht. So, come on. Habe ich jetzt endlich mal die prozentuale Anzahl erreicht, die man haben muss, um... danke dir. So, das klingt ja schon mal brutal. Jetzt musst du auch noch so nach. Was macht denn der? Weglasern oder wegschleifen? Das sieht aus wie so ein Donut. Oh nee, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht etwa euer Ernst, oder? Oh mein Gott. Nee, wäre absolut kein Beruf für mich. Was man da alles machen muss. Denkst du ja jetzt letzte Schleifung und letzte Garnitur und weiß nicht was. Und dann ist gut. Aber nee, dann kommt das noch, jedes noch und weiß nicht was. Gut, so pflegt man halt eben Knochen. Ja. Wisst ihr, was mit euren Knochen wird sein, wenn ihr 30, 40 Jahre unter Erde seid und man findet euch und die Knochen sind noch so gut in Schuss wie dir hier. Aber ich bin eigentlich auch froh, dass es keinen Friedhof-Simulator gibt. Das wäre ja dann noch irgendwas. Was vielleicht noch interessant wäre, da würde man wirklich auch mal sehen, was so ein Friedhofsmacher zu tun hat. Also das heißt, die Leichen herrichten, na, also für die Ansehung und Verbrennung und Abholung beim Kunden, also beim Kunden, nein, bei den Familien oder im Spital, je nachdem, wo er verstorben ist. Also, man könnte schon eigentlich auch ein Spiel draus machen, aber ne, ich weiß ja nicht, ob man das wirklich dann sehen will. So, zum Glück geht ja das eigentlich relativ schnell. Also ihr müsst, wenn ihr das Spiel dann auch habt, müsst ihr halt selbst, wie soll man da reinkommen? Müsst ihr euch selbst halt eine Strategie aussuchen, wie ihr das am besten und schnellsten umwandelt. Nein. Man dachte, man sei fertig.
befeuchtet man es wieder. Das ist zum Glück nur eine Seite, wo wir das machen müssen. Das ist dann schon um alles rum. So, aber jetzt fertig jetzt, oder? Ja gut, noch zusammensetzen, aber das mache ich eigentlich noch gern. Aber jetzt macht es auch einen Sinn, was es ist, ne? Aber die Arbeit, wo man hier investieren muss, ist ja wahnsinnig aufwendig. Wow, 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 sage ich dazu nur. Aber echt, echt cool gemacht. Also echt cool umgesetzt, dass man das alles machen muss und soll. Das ist wirklich auch faszinierend, weil vor allem, bevor ich es jetzt zusammengesetzt hätte, hätte ich niemals gewusst, was das für... Nee. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, scheiße. Machen wir es gleich wieder hin, ne? So, dann setzen wir das mal hier rein. Ah, gut. Dann machen wir den nächsten Stein. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Nein. Ich mache noch den. Also da würde ich mir auch noch wünschen, dass man auf der Taste bleiben könnte. Und der dann einfach hämmert. Das wird dann noch ein bisschen einfacher. Das wird der Fuß, das wird der Fuß. So. Nicht so viel. Ne? So. Dann schauen wir, ob wir schon eine andere Taktik haben. Ich weiß, wir sind schon über eine Stunde dran, aber das wird jetzt ein langes angezockt. Aber wir machen ja auch nicht mehr lange. Weil eigentlich haben wir ja das Spielprinzip gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Demo-Version nur quasi die Hauptsachen beinhaltet, dass man einfach einen Eindruck vom Spiel hat. Und daher denke ich, dass wir auch mit der Demo-Version bald mal fertig sind hier. Aber wir hören gleich nach diesem Knochenpuzzle hören wir auf. Denn dann haben wir, glaube ich, genug Material für einen angezockt. So, das ist eindeutig der Fuß. Eindeutig. Und man lernt hier auch echt wirklich was man sonst nicht so lernt. Die Zusammensetzung von Knochen, also von den Dino-Knochen, das lernst du normalerweise in der Schule nicht, aber es ist echt interessant, weil ich denke mal, die Entwickler haben da schon was Wahrheitsgetreues zusammengebastelt und nicht irgendwelche Fantasieknochenarten oder Dino-Arten, sondern schon irgendwie welche, wo es dann wirklich gibt. Denke ich jetzt einfach mal. So. So, wunderbar. Das Spiel kommt übrigens Ende 2020 raus, glaube ich. Habe ich gelesen.
glaube ich, im Dezember 2020 erscheint das Spiel. Aber da müsste ich nochmal nachschauen. Aber sonst schaut einfach mal in die Kommentare. Da wird das sicher stehen. So, die kleinen Norbel hier. Das ist ja unglaublich. So, also ich finde, na gut, das ist jetzt auch kein schwieriger Knochen, ehrlich gesagt. Aber ich sag, das geht jetzt schon viel, viel, viel schneller. Mit meiner Technik. In Wirklichkeit bin ich Flügelmann-Verkäufer. Und darum weiß ich, wie das halt geht. Lol. Nein, Quatsch. Eigentlich bin ich Elektriker und kenne mich da gar nicht aus, aber ich denke, das ist doch eigentlich am einfachsten so, wenn wir da einfach alle Seiten mehr oder weniger gleichmäßig behandeln. So. So, nee, ich denke, das ist wirklich die einfachste Variante. So. Da sind wirklich die Entwickler schon ein bisschen sehr kulant gewesen. Aber sonst umsetzungstechnisch, grafiktechnisch und so weiter. So. Das sind zum Glück nicht so große Dinger. So, Entschuldigung, ich bin sehr konzentriert, dass wir hier alle Sachen dann haben. Ich dachte schon, ich müsste das dann noch ausschneiden. So, nach dem Abschleifen, wenn es mir noch recht in Erinnerung ist, müssen wir dann noch ein bisschen anfeuchten, aber das funktioniert auf einer Seite. Da ist der... Oh, sogar. Hier. Da ist der Radius auch viel größer vom Anspritzen her. Und da bin ich eigentlich auch froh, dass sie das so gemacht haben, weil sonst, oh mein Gott, zweimal draufspritzen und gut ist. Also bei der Kugel, da müssen wir noch länger drauf. Und bei den Teilen auch. Ne, eigentlich auch nur zweimal. Okay. So, dann wollen wir mal ansetzen. Zusammensetzen. So, du bist die Kniescheibe. Du bist einmal. Du bist zweimal. Oh Gott. Also ich bin schon froh, dass wir das Skelett hier haben. Als Blueprint. Weil... Ach, das ist gleich so zusammengelegt, dass die Knochen gleich mal so hinpassen. Na dann ist ja das... Also drehen kann ich das Dings nicht, ne? Das heißt, der hier ist das Gelenk. Und der hier ist das Gelenk. Und der hier ist das Gelenk. So, und jetzt habe ich ein Platzproblem.
Ich sehe es nicht mehr. Ist das Absicht oder ist das ein Bug? So. Maus will Zoom in, Zoom aus. Das geht nicht. Ah. Ah. Focus on bone skeleton and... Ah, okay. Okay, du kannst den Fokus von Skelett zu... So. Ja, Leute, ich denke, ihr habt gesehen, was das genau beinhaltet, das Spiel, und wie es zusammengesetzt ist. Ich mache hier jetzt noch weiter, aber ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Unterstützt den Entwickler Playway, also den Publisher Playway und den Entwickler Pyromet Games. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, tut es mir leid, liebe Entwickler. Aber ich kann euch wirklich sagen, ihr habt da ein cooles Game zusammengestellt. Ich weiß nicht mal, ob die Entwickler das Deutsch so gut verstehen. Aber ja, nee, also das Spiel macht schon süchtig. Vor allem man irgendwie einfach will wissen, was wird, wie es weitergeht und so weiter. Und das ist eben das Interessante bei den Spielen. Wo man nicht gleich nach 5 Minuten schon das Spiel entdeckt hat, sondern wirklich Step by Step das Ganze herausfinden muss. So, jetzt mache ich mit euch doch noch das letzte Teil fertig. Das ist ja schlimm. So. Bei so großen Sachen lohnt sich das erstmal eine Seite zu machen und dann zu drehen und die andere Seite dann zu machen. So. Ja, nee, ich mache das jetzt noch mit euch fertig. Und dann wäre es das wirklich gewesen. Aber unterstützt bitte die Entwickler, denn das Spiel ist wirklich super gemacht. Auch von der Mechanik her, Gameplay technisch. Gut, Gameplay habe ich noch nicht, also Story technisch habe ich noch nicht wirklich viel gesehen. Ich weiß jetzt nicht, gibt es eine Story oder das ist eigentlich nur sowas wie Truck Dealer Simulator. Du bist ein Archäologe und musst halt hier Sachen entdecken. Oder eben gibt es hier eine Story, die man verfolgt. Oder whatever. So, naja. Ich würde ja gerne aufhören, aber irgendwie ist das gerade so ein Suchtmechanismus, der mich hier festhält. Vielleicht mache ich das auch irgendwie zu aufwendig. Na, vielleicht kannst du auch nur an einer Stelle bleiben. Ja, nee, muss es schon. Musste schon hier ein bisschen Handarbeit machen. Ich würde ja sagen, eine prozentuale Anzeige würde auch noch cool sein, wenn es die würde geben, aber so, naja.
okay, also das passt. So. Naja, also ihr merkt schon, ich kommentiere schon nicht mehr richtig. Also doch schon auch, aber irgendwie sehr wenig. Das heißt, ich bin auch langsam müde. Das heißt, bei mir ist es Zeit für ins Bett. So, ich hoffe auch für die Entwickler ist dieses Let's angespielt. Ich hoffe für sie ist es auch okay. Ich werde Ihnen auch noch den Link schicken. Dann können Sie das gern auch mal anschauen, wenn Sie Interesse haben. Ich bin zwar nur ein kleiner YouTuber, aber auch die Kleinen darf man unterstützen. Denn auch die Kleinen legen sehr viel Herzblut in das Ganze, wie die Entwickler auch. Und daher finde ich doch, dass die Kleinen auch Anrecht haben auf ein bisschen Unterstützung. So. Ja, ich weiß, ich bin über eine Stunde dran. Ich werde wahrscheinlich, oder ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Cut gemacht und wieder fortgesetzt. Ziemlich sicher sogar. So, aber das Spiel ist schon recht cool, echt. Also mich fasziniert es extrem. Auch wenn jetzt die Schritte alle, ah ja genau, auch wenn jetzt die Schritte eigentlich alle so ziemlich, so einmal hier durch. So. Alles, was man jetzt mitnehmen kann, nehmen wir mit. So. Naja, das müssen wir nicht, das müssen wir ja nicht wirklich übertreiben, sondern einfach ein bis zweimal, zwei bis dreimal drauf spritzen und gut ist. Haben sie auch super gelöst, sonst wäre man da auch eine Ewigkeit dran. Oh, schon fertig. So. Und das setzen wir ja schon zusammen. Ja, es tut mir leid, dass ich euch jetzt in diese Reise mitnehme, aber ich kann nicht aufhören. Weil mich nimmt es echt Wunder, wohin das Spiel uns noch führt. Aber wahrscheinlich eben nicht mehr so weit. Einfach so, ich hab's irgendwie so in... Und das Steißbein noch. Oder was auch immer das sein soll. So, ähm, jetzt ist es weg. Use the toolbox. Was? Hä? Nice. Use the bones. You can finger bald a second. Like, use the tools on the table. Clean the bones. Ja.
Habe ich doch schon, oder? Ja. Hier kommt eine Kiste hin. Hä? Welche Kiste denn? Ach so. Ach so. Ja. Hä? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja. Ähm. Und jetzt? Hä? Ach so. Oh, ernsthaft? Man kann das echt selbst gestalten? Liebe Entwickler, ihr seid doch wahnsinnig. Aber ich bin doch schlecht in sowas. Ja, ja. Ist wie in Planet Coaster. Kann man auch so Sachen setzen. Okay. Ja, ich bin nur am Testen. Das ist der Boden. Decoration Setup. Ja, Resides. Ah, man hätte auch die Größe ändern können, ne? Back, back. Hä? Ja, passt doch, oder? Hell? Ist doch okay, oder? Beleuchtung kann ich ja nicht machen, ne? Remove, back, back. Ah, da steht er ja. Thank you for playing Dinosaur Fossil Hunter demo. If you want to follow the development of this game, report a bug and request a future, don't hesitate to join our Discord channel. Remember to add the full game to your Steam wishlist to receive notification about updates and release dates. You have finished the demo, but the museum stays open. You can now continue playing if you want. Have fun. Ja, das war's, habe ich ja gesagt. So viel wär's zu dem Demo gewesen und zum Angespielt. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Spiel jetzt gefallen hat, geht auf Steam. Wunschliste von diesem Spiel. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und ich, wie auch die Entwickler, würden sich mega freuen, wenn ihr dieses Spiel unterstützen würdet. Was ich einfach noch saugeil finde, ist der Teil, dass man ein Museum aufbaut, ein Dino-Museum, und man die Dino-Flächen noch selbst dekorieren kann. Was ich persönlich extrem schwer finde, weil ich bin kreativ in so Sachen eigentlich gar nicht wirklich gut zu haben. Aber ich denke, wo das Spiel kaufen werdet, dann werdet sicher ein fantastisch wunderschönes Dinosaurier-Museum machen. Also ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Vor allem, ich bin sehr gespannt, wie dann die Full Version ausschaut. Ob es da ein Story dabei gibt oder einfach nur ein du bist Dino, also Fossilsuchender, Archäologe und Museumbetreiber oder
Also gibt es da dann auch noch irgendwie finanziellen Aspekt, wo man mit dem Museum Geld verdienen muss? Oder gibt es Leute im Museum, die dann irgendwelche Kommentare abgeben über dies, jenes? Gibt es vielleicht die Möglichkeit noch für das Museum Dekorateure einzustellen, wo dann die Dekorationen des Museums, also der Dinosaurieranlagen dann übernehmen würden, eventuell, weil man ja vielleicht nicht jeder so dekorativ gestalterisch begabt ist, wie manch einer. Das wäre vielleicht noch nice, aber ansonsten Daumen hoch, liebe Entwickler. Super schönes Spiel, was ihr bis jetzt hier eingezeigt habt. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Auf Steam Dinosaurier Fossil Hunter suchen, auf die Wunschliste setzen und wenn es dann released wird, dann kaufen. Es lohnt sich wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!